Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chill Hero. Ich stelle euch heute das Divus Maxi X1 Pack vor. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne eine positive Bewertung da und falls ihr gerne mehr MCP-Content sehen möchtet, auch noch gerne ein Abo. Viel Spaß! So, fangen wir direkt mit der ersten Runde an und ja, das heißt, wir looten erstmal ein bisschen und hoffen, dass wir da einigermaßen Equip bekommen und nicht instant sterben. Da hat es aber fast nichts für uns. Okay, also fangen wir an mit den Erzen. Erze sehr klar erkennbar. Sehr gut zum Skyward-Spiel natürlich. Diamond Sword nehmen wir natürlich mit. Das Pack ist, wie man unschwer erkennen kann, in Rot gehalten. Und ist von dem Pack Creator, Divus, ich weiß gar nicht, Divus Maxi heißt der so. Der ist auf jeden Fall recht bekannt in der Java-Szene, würde ich jetzt mal behaupten. Und der macht auf jeden Fall so recht wilde Packs. Das Ganze ist ein CWBW-Pack eigentlich, aber kann, finde ich, auch prima für normales Skywars verwendet werden. Aber ist natürlich auch in dem Fall gut für Treasure Wars, weil halt Treasure Wars Bed Wars doch recht ähnlich ist. Was finde ich denn jetzt so geil an dem Pack, dass ich euch das vorstellen möchte? Also am Anfang erstmal, okay, geht nicht, muss ich den wohl killen. Ja, er möchte nicht rennen. Okay, ui. Okay, am Anfang erstmal die Schwerter. Schwerter ein Riesending. So. Genau, ihr seht, es ist extrem geil geformt, hat dieses Ding unten und es ist einfach, ja, ist mega clean. Ich weiß gar nicht, welche Auflösung das Pack hat, aber das sieht mir nach sicher 265 aus, wenn nicht mehr. Wer ist denn das hier? Vidi? Moin. Genau, ihr seht, ich habe ein Always Particle Mod drin, mit den richtigen Partikeln von dem Pack selber. Was ihr dafür machen müsst, ihr müsst nur diesen Partikel-Mod, also diesen Sharpness-Mod nehmen, dann darüber das Pack packen und dann sollte das funktionieren. Das versuche ich jetzt in all meine Packs einzubauen. Deshalb wundert euch auch nicht, dass ich kein Cape habe. Aber natürlich auch die Picke und die anderen Tools sind genau mein Geschmack. Hier auch sehr klare Struktur. Also für mich eigentlich ja schon fast perfekt, würde ich jetzt mal behaupten. Rüstung auch rot, das ganze Pack natürlich rot gehalten. Und die Rüstung erinnert mich irgendwie an so ein Christmas Pack Rüstung, weil die da auch immer so, ja, halt so rote Christmas Armor hatten. Das ist das Redstone Ore, ja, genau. Hier haben wir auch noch das Emerald Ore und wie das Diamond Ore aussieht. Uiuiui. Okay, also das kann man wahrscheinlich recht schlecht unterscheiden. Das ist Dia und das ist, ja, genau, das ist Redstone. Zum Bow. Bow ist geil edited, also sieht schon schick aus, aber jetzt halt ein Bow, also verwendbar auf jeden Fall, aber nicht allzu was krasses. Es leben noch 3 Gegner und wir spielen nachher auf jeden Fall noch Treasure Wars, deshalb zeige ich euch noch kurz das andere, was ich noch zeigen kann. Geheimtipp von mir, die Angel benutzen. Die Angel ist sehr geil, also ja, die ist echt geil gemacht. Also wenn ihr die nutzen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Und hier nochmal kurz die Ender Pearl, sehr clean. Ja, macht Spaß zu usen auf jeden Fall. Okay, der hat Lust, mich mit der Schneebell runterzurücken. Ich liebe diese Always Particle Mod. Okay, ist nicht angekommen. Und blau ist AFK. Okay, war AFK. Und damit haben wir die erste Runde gewonnen. Ja, dann sehen wir uns noch kurz in einer Runde Treasure Wars drin. So, perfekt sind wir noch in einer Runde Treasure Wars drin, auf meiner Lieblingsmap Mushroom. Da das Ganze ein CWBW-Packs ist, sind natürlich auch alle Ores bearbeitet und sehen schick aus. Die Wolle sieht aus wie Clay. Also, wenn man sich das mal so anguckt, das erinnert mich nicht so ganz an Wolle, aber es sieht cool aus, finde ich. Es sieht echt nice aus. 14, reicht das? 4, 3, 2, 1. Zack. Super. Eben, Dias rot, wie sich das halt gehört. Sandstone und Red Sandstone ist natürlich auch sehr geil gemacht. Also das Pack ist echt gut für BW und MLG Rush. Das Highlight am Pack ist für mich aber tatsächlich der Stick. Eventuell kann ich den jetzt kurz einblenden, weil, ja, in Treasure Wars hat man ja keinen Stick. Aber der Stick ist echt wirklich mega krass gelungen. Also ja, das ist auf jeden Fall eigentlich eins meiner Highlights in diesem Pack. Mit dem GUI kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Also, ja, die Levelbar sieht halt so, was ist das für ein Effekt? Wolke oder so?
Keine Ahnung. Aber ja, sieht clean aus. Sieht nice aus. Nicht so mein Stil, aber I mean, passt trotzdem. Hier sind nochmal die Chain Armor ist nicht mit Löchern. Der Sky erinnert mich irgendwie an den TXSU Love Sky. Falls ihr das Pack noch kennt, das ich mal vorgestellt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau der ist. Ich glaube eher nicht. Aber ich bin mir unsicher. Erinnert mich auf jeden Fall so von der Farbgebung her und so erinnert mich das schon ein bisschen dran. Aber sieht sehr clean aus, sehr fresh. Und der hat auf jeden Fall gar kein Leben hier, merke ich gerade. Außer seine Base einzubauen. Concrete, ai. Okay. Hier haben wir nochmal das Zeug und so, ja. Perfekt. Dann haben wir den Orangen auch noch. Okay, hallo. Minion. Oh, Humidität-Partikel sind so sick. Sehr klein, aber sehr sick. So, ein Final Kill. Ja, moin. Das war auf jeden Fall die Runde Treasure Wars. Ihr seht also auch für Treasure Wars ist das Pack echt gut geeignet. Empfehlen tue ich es aber trotzdem auf jeden Fall für CWBW, falls ihr das spielt. Oder halt einfach Bed Wars oder ja, MLG Rush. Das ist echt sick. Sollte euch das Pack gefallen, dann schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video. Bye!